So, und jetzt haben wir elektrisches Verlängerungskabel. Das Inventar ist schon wieder voll, ja, das ist ziemlich voll. Da ist unser Koffer, oder? Sehe ich das richtig? Ein Testkit. Das kann ich mit Sicherheit gebrauchen. Was ist das da? Entlastungsmine. Eine geladene Pistole ist irgendwie nützlicher. Ach so, Muni, das ist super. Aber ich befürchte, wir müssen nochmal unseren Ding entladen. Unser Inventar. Hier ist die Standarte einer Einheit, die den Holzschnitzereien entspricht, die ich gesehen habe. Sieht aus, als hätte er mit Hernandez viel Spaß gehabt. Zum Glück ist sie entkommen. Schlossknacker ohne Batterie. Mein elektrischer Schlossknacker, aber die Spannfeder fehlt und die Batterie ist weg. Mein elektrischer Schlossknacker, aber die Spannfeder fehlt und die Batterie ist weg. Ja, eine Batterie hätten wir. Aber keine Feder. Stahlschlüssel. Das soll ein Schlüssel sein? Kaugummipäckchen, alle von derselben Marke. Brain Jack seit 1884. Ein Polizeibericht. Interessant. Das ist also der Mann, der von seiner eigenen Falle gegrillt wurde. Ach so. Gut, das ist der Herr. Ist das der Mörder? Terence Curtis? Was hat er mit dieser Sache zu tun? Bücher über Computer. Ein Bericht, der Einzelheiten über die Vorgehensweisen des Killers enthält. Und das schaut wieder wichtig aus. Ein Killer in der Hand eines anderen Killers. So, jetzt haben wir erst einmal sie durchsucht. Da haben wir noch irgendwas. Militärmusik. Gut. Militärmusik hätte sie genau. Was haben wir da hinten? Schaut aus wie so ein Spitzhacken. Eine Armbrust. Damit muss der Killer auf mich geschossen haben. Mag altmodisch klingen, aber ich habe lieber eine Pistole. Gut, doch, ein Spitzhacken ist eine Armbrust. Eine Armbrust. Die brauchen wir aber nicht. Elektronikbücher. Taschenmesser, schon wieder. Haben wir noch eins. Klebeband. Nylonschnur. Ja, unser Inventar ist so ziemlich voll, oder? Und wir müssen dringend abladen gehen. Aber wo gehen wir als nächstes hin? Müssen wir vielleicht da rein? Nix mehr, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass wir durch den Luftschacht da hinten müssen, also in der Zelle drin hat, dass wir das irgendwie aufkriegen müssen. Sieht so aus, als wäre dieses Gitter als Waffe benutzt worden. Genau, das werden wir uns einmal untersuchen.
Das wird niemals funktionieren. Da haben wir Blut. Menschliches Blut. Und zwar von wem? Von David Carson. Also der hat es scheinbar über den Schädel gekriegt. Das kann nicht funktionieren. Ich muss ein Instrument aus dem Testkit verwenden. Ein Instrument aus dem Testkit. Kein Tupfer, Das ist es nicht. sondern 3D-Scanner wegen der Hand. Ach so, Fingerabdrücke. Gut. Übereinstimmung mit Paloma Hernandez. Also die hat das Gitter geschwungen und hat sich damit scheinbar gegen den Carson verteidigt. Aber da hinten geht's auch nicht rein, oder? Ja, wo sind denn die dann hier? Jetzt müssen wir mal irgendwas ablegen. Den Dietrich, brauchen wir den noch? Wahrscheinlich nicht, oder? Das Rohr mal weckert. Die Batterie werden wir jetzt dann noch brauchen. Das Spray lassen wir auch mal da. Und die Fernbedienung brauchen wir auch nicht mehr. Den brauchen wir erst einmal auch nicht, oder? Ich tu noch mal raus. So, und dann laufen wir nochmal zurück in das Zimmer rein. Und sammeln die Sachen auf. Ja, die Steuerung ist ein bisschen hakelig. So, was war das noch? Unser Schlossknacker, können wir den mitnehmen? Mein elektrischer Jawohl. Schlossknacker. Aber die Spannfeder fehlt und die Batterie ist weg. Batterie hat er schon mal. Ja, pass auf, wo war denn noch was? Ich meine, da waren noch irgendwo Fingerabdrücke, oder? Oder da ist mir das? Magazine. Wirklich intellektuell. Entlastungsmine, die nehmen wir mal mit. Das Ding lassen wir mal da. Das Kabel nehmen wir mit. Da haben wir einen Plan. Eine Karte, die die im Haus installierten Fallen zeigt. Die hätte ich wirklich gut gebrauchen können. Ja, wir sind da eigentlich ganz gut durchgekommen. Jetzt war da noch die Nylonschnur. Die Magneten, den brauchen wir eigentlich auch nicht mehr, oder? Taschenmesser, sonst haben wir eigentlich schon. Aber ich tue sie mal mitnehmen. Und sonst nichts mehr. Gut. Aber irgendwo war noch Fingerabdruck, oder? Oder täuscht mir das? Ein Killer in der Hand eines anderen Killers. Kaugummipäckchen. Alle von derselben Marke. Brain Jack seit 1884. Nix mehr. Ich meinte, ich hätte noch irgendwo Fingerabdrücke gesehen. Heute die Mann in der Zelle drin hat. Ja, Moment mal, jetzt kommt mir gerade eine Idee.
Wir haben ja die Mine. Vielleicht können wir mit der Mine das Ding nochmal wegsprengen. Das war die Idee. Bücher über Filme. Carsons Lieblingslektüre. Jetzt muss ich noch mal schauen, da war nämlich wieder das blaue Auge. Können wir da irgendwas sichern? Das wird niemals funktionieren. Wird nicht funktionieren. Wie schaut es denn aus mit Fingerabdrücken? Schon besser. Und dann mal mit dem Scanner. Das waren die vom Gitter. David Carsons digitaler Fingerabdruck. So, da wir nochmal schnell speichern. Jetzt hat es schon relativ lang durchgehalten, gell? Jetzt hat es schon lange mal. Ist das Spiel schon lange mal abgestürzt? So, jetzt pass auf. Das Ding können wir bestimmt wegsprengen. Und zwar machen wir das einmal. Pass auf, können wir das so machen? Gute Idee. Womit kann ich die Mine am Gitter fixieren? Vielleicht mit dem Magneten. Das ist es nicht. Mit der Nylonschnur. Keine gute Idee. Oder können wir das vielleicht kombinieren? Nick. Ah, Nick. Wir dann? Keine gute Idee. Heute mit dem Taser natürlich. Jetzt hat. So, die Mine biegt schon mal. Damit könnte sich etwas machen lassen. Aber nicht so. Aber nicht so. Wir müssen die irgendwie aus der Entfernung sprengen. Aber wir. Das ist es nicht. Mit der Schnur. Ja, das schaut gut aus. So, und sonst haben wir alles dabei, gell? Oder haben wir irgendwas vergessen? Nicht, oder? Denn jetzt können wir da einsteigen. Bin ja gespannt, wo wir da hinkommen. Das Schloss hat eine andere Farbe als die anderen. Ja, das haben wir nicht dabei. Den Schlüssel, Money. Halt, Moment einmal. Und so können wir nicht mehr. Frische Blutspuren. Ja, pass auf, was ist das da? Eine Referenznummer für die Tür. T082445. Tja, gute Frage. Pass auf, jetzt schauen wir erst einmal da eine. Eine weitere verschlossene Tür. Das Schloss sieht leicht zu knacken aus. Mit einem anständigen Dietrich. Geht der? Das ist es nicht.
Ja, können wir das eigentlich kombinieren? Jetzt hat gell? Jetzt schaut's gut aus. Und da haben wir ein Überwachungszimmer, oder wie? Der Computer ist ausgeschaltet. Vielleicht sollte man einschalten. Der Computer ist ausgeschaltet. Nee. Tastatur. Schraubenschlüssel. Still Life. Ein Videospiel. Seltsam. Der Hauptcharakter sieht aus wie ich. Schön und rebellisch. Ja, ganz genau. Tja, Der Antrieb wird durch ein biometrisches Gerät gesteuert und offensichtlich erkennt es meinen Fingerabdruck nicht. Der Antrieb wird durch ein biometrisches Gerät gesteuert und offensichtlich erkennt es meinen Fingerabdruck nicht. okay, das wird wahrscheinlich nur an Carson seinen Fingerabdruck kennen. Da geht's auf. Müssen wir da auf? Soll ich mir nachschauen? Lässt sich nicht öffnen. Aber das ist jetzt besser. Schauen wir mal. Da schau her. Jetzt sind wir außerhalb. Das wird wahrscheinlich der westliche Ausgang sein. Eine Referenznummer auf einer Platte. H061914. So, und das ist Hocker. Schauen wir mal nach. Oh nein. Hawker. Vielleicht sollte man erst einmal oberschneiden. Verdammt, das ist Garrus. Er trägt Hawkers Kleidung. Noch so ein dreckiges Spiel, um seine Spuren zu verwischen. Garrus, ich werde dieses Arschloch aufhalten. Das verspreche ich dir. Aber dann ist Hawker am Leben? Tja, ist Hocker am Leben? Das wissen wir noch nicht. Das ist auf jeden Fall Garrus. Er wurde aus nächster Nähe von mehreren Kugeln durchsiebt. Garrus, es tut mir wirklich leid. Etwas ist aus seiner Tasche gefallen. Sieht nach einer Speicherkarte aus. Neues Dokument. Das schauen wir uns gleich mal an. Sonst nichts mehr. Schaut nicht so aus. So, was war denn das für ein Dokument? Das da? Ein guter Teamspieler hält seinem Partner immer den Rücken frei. Okay, sonst können wir nirgends mehr hin. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Was mit der Nachricht auf sich hat, weiß ich ja nicht ganz. Aber es klingt eher, als hätte da wirklich der Mörder ein Ding gehabt, einen Komplizen. Und es war wahrscheinlich, oder ist wahrscheinlich der Carson. Gut, jetzt haben wir wieder im Bunker.